Damen und die Herren, herzlich willkommen bei dieser Sendung live aus dem Europaparlament. Wie gewinnt, informieren wir euch zusammen mit Isabel Wieseler über die Aktivitäten von dieser Woche im Europaparlament. Isabel, das ist bald ein ganz trauriger Geburtstag, bald ein Jahr, wo wir den Ukraine-Krieg haben. Was war diese Woche die Hauptpunkte, die wir hier im Europaparlament darüber debattiert haben? Nächste Woche, den 24. Februar, ist dann ein Jahr, wo Russland rangegangen ist an die Ukraine mit seinen Armeen, und wo wir seit hier an einem wie ich so einen Alertzustand sind, weil das einfach nicht zu verstehen, was geschieht ist an dem Land, an was für einem Zustand ist. Und wir wollten nicht wirklich, wie Sie gesagt haben, so ganz traurigen Anniversär am Europaparlament markieren, sodass man eine Resolution dazu gestimmt hat. Es geht wirklich darum, dass wir weiterhin so, dass wir an der Ukraine sind, solange wie es muss sein, solange wie sie es brauchen. Wir haben wirklich die Responsabilität, ihnen zur Seite zu stehen, und das haben wir nicht am Parlament gemacht. Und egal, was für Stimmen von Extremen, von den einen oder von den anderen zu hören sind, dass es zu lange dauert oder dass es nicht mehr übrig ist, wir dürfen uns nicht davon influenzieren lassen. Wir hatten gestern an unserer EVP-Gruppe eine Deputierten, Teresa Skripjeniewicz, die hat es wirklich auf den Punkt gebracht und gesagt, dass Russland nicht nur auf der Ostfront am Gangen ist mit seinen Armeen, sondern auch bei uns am Westen am Gangen, Stimmen zu sichern, die sie unterstützt. Und wir wissen, dass das gefährlich ist, und wir werden uns wirklich auch dagegen wehren und effektiv an der Ukraine stehen, solange wir es notwendig ist. Solidarität ist wichtig, und die gilt aber auch zu erhalten. Ja. Also ich meine, das ist auch für uns alle gut klar. Christoph, du hast ein ganz wichtiges Dossier. Du hast auch, das auch an der Presse gewirkt. Du hast doch wirklich viel kommentiert, weil das ein ganz wichtiges Dossier ist. Es geht um die Mobilität in Europa, aber wie wir die in Zukunft gestalten. Wenn es uns wenig darüber geht, schwätzen, so dass alle Nullauster auch die Approche, die wir haben, verstehen. Ja, wie gesagt, wir haben ein ganz ambitiöses Klimaziel an der Europäischen Union. Das ist auch richtig. Wir wollen bis 2050 klimaneutral gehen. Und da muss der Transport natürlich auch mit aufpacken. Und wir wissen, dass den Individualtransport, wie wir alltag mit dem Auto als deplacieren, einen großen Teil von dem Problem ist. Und das muss man in den Griff kriegen. Und da gilt es, eine Marschrichtung festzulegen. Und es geht darum, wie ein Auto in Zukunft noch über die Straßen fahren dürfen. Und da gibt es natürlich verschiedene technologische Richtungen, die man anholen kann. Das war hier im Europaparlament, an der das ein Akkord mit dem Ministerrat gestimmt ging, für das 100% von den neu zugelassenen Autos nur 2035 kein Verbrenner mehr dafür sind, das heißt Autos, die entweder elektrisch betrieben sind, beziehungsweise mit der sogenannten Fuel Cell, wo Wasserstoff an Strom umgewandelt wird, für da mit zu fahren. Wir unterstützen, dass man das massiv ausbauen muss, auch wenn es Luftqualitätsgründe wir haben regelmäßig auch zu Lützburg an verschiedenen Ortschaften Überschreitungen von den Emissionen mehr für Lo von einem Tag auf den anderen komplett just auf die Elektrotechnologie zu setzen, als am Mengen an Neisen an die falsche Richtung. Wir hätten uns gewünscht, dass wir bis 2035 nicht 100% gehen, sondern dass wir 90% gehen, an einem ganz bestimmten Grund, weil man nämlich nur so der Industrie das Schluss mit dem Verbrennermotor, da wird doch gut mehr geforscht an dem dritten Bereich. Es gibt aber Optionen, die im Moment noch ziemlich teuer sind, notamment synthetisch an E-Fuels, die können an Verbrennermotoren gebraucht werden, aber auch Wasserstoff, den an einem Verbrennermotor gebraucht werden. Und das möchte besonders Sinn für schwere Gefährer. Dafür hätten wir uns gewünscht, dass wir als der Technologie an der Recherche auch eine Chance lassen. Das war leider nicht die Meinung von der Majorität hier im Europaparlament. Die haben für ein N 340 auf 279 Stimmen für den vom Verbrennermotor gestimmt. Ich fand das ein großer Fehler. Wir setzen alles auf E-Pad. Was wissen wir, wie 2035 ausgesehen? Sind die synthetisch an die E-Fuels dann vielleicht mehr billig als der Wasserstoff, auch mehr billig und abordabel
Wir wissen nicht haut das nicht Hummer vielleicht eine Batterientechnologie 2035 méi nohaltig ass wie man dat am moment machen auch dat ass net gewusst du verfan heichgradig unverantwortlich lo just op eng Technologie zu setzen besonders wenn man wissen dat die Batterien die im moment gebraucht gin net besonders nohaltig sind die kritisch Rohstoffe doch darüber man das woch diskutieren man den Nowen nach die Hummer Griesen jetzt nicht an Europa mussten se weit hier sicher goen dat das ein Problem das eng Herausforderung. Ich hoffe natürlich, dass die Leute, die do dafür gestimmt und auch an Zukunft werden ja so, wenn wir über Handelsakkoren mit Chile, mit Australien werden diskutieren, weil die kritischen Materialien kommen auch hier, sie kommen ganz viel aus China. Ich meine, auf China können wir es nicht unbedingt verlassen. Da war es wichtig, mit den Handelsakkoren dann in Zukunft auch weiterzufahren. Ich hätte mir eine andere Lesung gewünscht, die der Technologie an der Recherche Chance gegeben hat. Das war aus dogmatischen Gründen von verschiedenen Populisten ha im Europaparlament leider net méiglich. Milo muss man damit kämpfen an denken nach immer dat die falsche Richtung as Milo muss man do gucken, dat man der best als enger net idealer Situation nach. Werd man bestimmt machen. Das noch ein anderer Punkt, an dem man wirklich um Herz leidt, den man das woch lo an der Pläne hatte, wo ich auch dazu geschwert hun, dass den wir probieren der Kommission an dem hauptsächlichen Conseil zu sagen, dass es notwendig ist, dass die Konvention d'Istanbul unterschrieben wird. Dass wirklich die Hauptkonvention für gegen Gewalt, gegen Frauen, Kinder, hauptsächlich auch die häusliche Gewalt, dass die Konvention, die do am weitsten geht, am Moment, an dem wir wirklich auch als 21 Länder an der Europäischen Union nicht nur unterschrieben, aber auch ratifiziert tun, die also an den Ländern en vigueur sind. An die Europäische Union als Europäische Union hat die Konvention auch unterschrieben, aber hat sie nicht ratifiziert. Und zwar, weil sie versucht, der Conseil versucht, auf eine Unanimität zu kommen, das heißt alle Länder. Und dabei sind aber 6 Länder, die die Konvention dann nicht ratifiziert hat, und die auch eine große Position an der Europäischen Union machen, für das die Konvention nicht von der EU unterschrieben wird. Und wir haben uns zu ganz viel, wirklich viel, an dieser Pläne an einer Sitzung dafür angesagt, dass der Conseil 4 geht damit. Weil wir können nicht mit einer Unanimität stimmen, wir können die sichern, und das ist auch richtig für sie zu sichern, so weit wie möglich, mit das aber auch eine Decision, die kann geholt gehen mit einer qualifizierten Majorität. Und ich denke, dass der Conseil soll den Courage haben, für 4 zu gehen, und soll das auch so ratifizieren. Weil wir wissen, was für Probleme das von der häuslichen Gewalt. Es geht um Kinder, es geht um Frauen, die wirklich in einer Situation sind, die nicht aushaltbar ist. Wir hatten in der Covid-19, den hier Situation nach mir groß, nach mir schlimm gemacht hat, müssen Sie sich vorstellen, mit einem, den pengischt, an einem Haus zusammen abgesperrt zu sehen. Wir mussten als Altmoyen gehen, die wir können, für dagegen zu wirken. Und die Konvention ist ein ganz gutes Instrument dafür. Wir müssen gucken, dass wir dafür geht. Die Position von den 6 Ländern, das ist ganz klar, die nicht an den 20. Jahrhundert gehört. Ich meine, da sind wir als eins. Und ich meine, das ist ein Sujet, den zu Lützeburg ganz groß ist. Wir verschiedene Länder der Europäischen Union, die auch den Fall vom Feminizid am Recht festgeschrieben haben. Und ich meine, du musst mir als CSV auch Gedanken, wie dass man die dote Punkte auch am Wahlprogramm, das ist ja sie auch Wahlen, dass man auch die do werden adressieren. Ich meine, das ist ganz wichtig. Das betrifft mehr Leute, wie ihr mengt, und das ist immens wichtig, für do aktiv zu gehen. Es sind 2 Punkte, die extrem wichtig sind. Der eine, das Prävention, dass das nicht geschieht. Aber wann dann weiß, dass etwas geschieht ist, da geht es wirklich darum, dass nicht eine Impunität da ist. Weil wenn eine Frau oder auch ein Kind weiß, dass wenn es meldet, dass ich dafür könnte, dass sie nach mir gepeinigt wird, weil nichts geschieht, weil sie nicht protegiert ist, sind wir wirklich schon in einer ganz schlechten Situation. Dafür das wirklich ein ganz großes Arbeit zu machen, und sie muss unbedingt auf dem europäischen Niveau auch standfest sein. Das wird wir machen. Wir sagen vielmals merci für die Nullausstrahlung und hoffentlich geschwind bei einer Sendung live aus dem Europaparlament. Merci für die Nullausstrahlung und bis geschwind.